Willkommen zurück, Freunde, hier zum letzten Fight in Akt 4 bei Echoes Shadows of Valencia. Ja, die Mission ist eigentlich nur Rudolf platt machen, aber seht in seinen Werten, das wird alles andere als einfach. Und bevor ich mir halt Rudolf vornehme, dachte ich mir so, hey, ich meine, nur eine Lanze, da kann ich auf 2 Felder angreifen, nur auf 1. Ich habe also hier eine, ja, viele Varianten, um ihn platt zu machen. Natürlich mit allem und so, dass ich deswegen erst einmal hier draußen ein bisschen aufräume und dann gucke, wie weiter. Und vor allem das, wie weiter, das wird, glaube ich, ziemlich heftig. Ja, oder ab, okay, der kommt noch an zu. Wie es zu warten war, er wird keine Chance gegen allem haben. Jetzt kommt Rudolf doch schon. Okay, Moment. Also mal ganz kurz den Plan machen. Jetzt kommt Rudolf doch schon. Das war nicht zu erwarten. Aber wenn die Magier hinten bleiben, dann habe ich trotzdem noch eine gute Chance. Aber die kommen es auch nach. Rudolf ist natürlich schnell unterwegs, wa? Okay. Donnerschlag, ihr macht direkt mal auf den hier. Wohlgemerkt, Rudolf kann nur auf ein Feld angreifen. Die hier ebenso. Das ist momentan der einzige, der mit dem Langspeer halt weit angreifen kann. Diesen Lahm noch nicht so weit. Ich kann also Lukas noch hier lassen. Und gucken, den erstmal so platt zu kriegen. Okay. Dann kannst du schon mal gegen Rudolf vorgehen. Es ist klar, dass es nicht viel bringen wird. Natürlich eine Gesundung. Bringt es erst recht nichts. Dann gleich mal den an, der hat nichts davon und vielleicht machen wir einen Crit oder so. Haben nur eine Crit-Chance. Danke, Tobin. Okay. Dann wird direkt weggefetzt. Ein starker Typ weniger. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich packe sie hier mal ganz kurz. Ich packe sie hier hin. Nicht Positivstärkung. I no longer feel needed. So, weil Delphia muss unbedingt nach vorne. Mit der muss er irgendwie Rudolf angreifen. Er kann auch nicht, wie ich das machen soll, aber wird schon irgendwie gut gehen. Und vor allem muss es irgendwie gut gehen. Das kann uns werden. So. So, wir sind natürlich auch noch mit Erholung, Purgativ und Rettung. Aber wen soll ich ja retten, wa? Allen werden langsam mal eine Option, und wir müssen langsam mal runterkommen. Komm mal runter, Alter! Ja, dann machen wir lieber mal hier Erholung. Okay, Freunde, Rudolf kommt. Ah, der kommt früher als erwartet. Kommt er jetzt schon, weil ich schon zu viel in einer Typenplatt gemacht habe, oder hat das irgendwie einen anderen Grund? Ich schicke trotzdem nach vorne mal so da hinten. Rudolf greift nur auf ein Feld an. Das ist der große Vorteil. Den muss ich noch ausnutzen. Ach du Scheiße. Der greift echt zweimal an. Was ist denn das für eine krasse Sau? Oder vor allem eine kranke Sau? Ich habe natürlich nur einen da in der Abwehr. Das wird richtig doof. Okay, Silberlanze erstmal den Plan machen. Da kriegen die anderen sowieso nicht platt. Muss nicht auf die Schnelle. So, 3 KP bloß. Was ist falsch mit euch?
Was läuft falsch mit euch? So, ich hoffe mal, dass du hier ein bisschen... Oh ja! Das gefällt mir, Kumpel. So will ich das haben. So. Aber du machst ihn ja eigentlich... warte mal ganz kurz. Sogar bis da drüben, okay. Das heißt, Delphia könnte dir problemlos helfen. So. Faye, die muss nach unten. Also aber erstmal, du machst bitte... Aha, nee, natürlich erst nach dem Angriff. Moment. Nicht zu viel zueinander bringen. Ah, scheiße, wir brauchen nachher Pogativ nochmal. Dann machen wir doch erstmal Pogativ 4. Hab keinen Bock, Tatiana zu verlieren, sonst schicke da Seki rein, ganz ehrlich. Ich glaube sowieso klüger. Auf Seki kann ich eh noch verzichten. Excalibur. Hohe Crit-Chance. Wenig Kappe verbraucht, das gefällt mir eigentlich. Komm, ich hau das hier ein. So, weich mal aus. Scheiße. Wieso muss ich das noch beschwören? Ich habe genug Seitenräder, kein Problem. Er weicht also dem aus. Dann weicht doch mal Aura aus. Warte, sich Aura aus. Komm, wir machen kein Risiko mehr ein. Der Typ ist mir zu doof. Ja, Crit! Das war's! Naja, passt. Okay, Delphia. Scheiße. Er ist gar kein Donner, stimmt. Nein! Nein, die hat eine super Strategie. Oh, leck mich. Ja, will auch noch hinten hergeschissen. Die hat eine super Strategie. Super Strategie ist im Arsch. Ja, da würde ich jetzt vielleicht nicht so machen. Ja, bleib erstmal da. Scheiße. Wobei ich kann natürlich nachher mit Tobin tauschen. Also so ist Stream ist jetzt noch nicht. Machen wir Deckung, komm. Vielleicht bringt's ja was. Und der andere Arsch und greift mich an, wa? Okay, Alm ist bald soweit. Ich glaube, er macht es echt anders und lass nicht Alm den platt machen. Ich glaube, ich mache das mit Cliff und Delphia, weil das dauert mir sonst zu lange, Freunde. Ich will ja doch einigermaßen einen sicheren Sieg einfangen. Und das, was gerade aktuell abgeht, ist alles andere als ein sicherer Sieg. Momentan heilen die sich bloß. Aber ist es Rudolf jetzt schon in der Offensive? Das war nicht zu erwarten. Ich meine, klar, ich kann wie gesagt immer Mathilda und Seki abwechseln. Die heilen ja sowieso nur da. Also insofern. Könnte man sich's überlegen. So, kommst du eigentlich schon zu Alm hin? Alm, wir brauchen dich. Jupp. Den Boss platt machen, der 47 war. So ein Arsch mit Ohren. Er ist ein Arsch mit Ohren! Da müsste der sich hier auch, glaube ich, da zurückziehen, weil er zu wenig Power hat. Clive kann eh nix. Dann Tobin, du greifst eigentlich weit genug an. Jo, Nini bringt nichts. Mach's mal gegen Nini, bitte. So, ich hab ihn noch hier. Clive, wie sieht's aus mit Excalibur? Scheiße. Hey, ist ein bisschen stärker geworden. Egal, du musst ihn runterkloppen, Kumpel. 7,29, ne, stimmt eigentlich. So, jetzt hauen wir mal richtig hier rein, wa? Ja, Ragnarök trifft auch. Perfekt. So, wenn du jetzt hier Teleport machst auf Alm. Wohin kommt überhaupt alles, wa? Ja, wir noch austauschen. Seki nach unten. Was ich jetzt versuche, ist brutal krass. Endlich erholen, Quatsch. Teleport. So funktionieren wird. Ich hab doch keinen Schimmer.
Mit der Blöde muss ich eigentlich Blatt kriegen. Look at that. All right, let's go. Komm schon. Doppellöwe, mach einen Plattalm! Dies ist der End! This is as it Ciao, Rudolf! Das war alles? Ohne Verluste, relativ glimpflich. Es war doch spannend, aber die Strategie war, wie ich finde, relativ geil. Wenn wir so ein Bandschild sparen können, fällt mir immer so auf. You've done well. I'm proud of you, my son. What? I knew I was right to entrust you to my dearest friend. Your friend? You mean... Myson? What's going on here? What are you saying? I thought you'd have realized by now your true name. Your true name is Almine Olm Rudolph. You are my one and only son. What? That can't be true. You're lying. Why should I believe a word you say? Be still, Olm. I haven't time left to explain. But I beg you to grant me one final favor. You want a favor from me? Take the divine falchion that sealed Milla's strength. Duma has become a thing of mindless evil. Use the blade. Destroy him. Please, my son. You must. No, wait! Emperor Rudolph! Were you truly my father? Then I've just... Oh, gods! What have I done? Stop! Please, no more! How has it come to this? The boy will come to slay Lord Duma ere long. A fool's errand, I fear, without falchion. Is coming here? Please, you mustn't hurt him! My soul alone is all you need, yes? Oh? Then you will offer up your soul to Lord Duma willingly? I will. If it saves Alm, I will surrender my soul gladly. As you wish, Your Highness. Now come with me. Was zum Henker? Ich meine, ich habe die Vermutungen bereits geäußert. Vielleicht Vater-Sohn, obwohl vielleicht eher Großvater-Sohn, weil, ja, Altersunterschied, sag ich jetzt mal. Aber trotzdem, wenn es so einer Szene vor dir hast, in so einer, ja, vor allem für Kaiser Rudolf, in so einer Endszene, in seinen letzten Worten noch und ja, vor allem natürlich scheiße für allem, weil sagt mir einfach einer, ja, du bist mein Sohn, bitte erfüll meinen letzten Wunsch, oder? Du hast gerade deinen Vater gekillt, muss man mal vorstellen, den Gedanken, oder bitte auch nicht, vielleicht zu viel des Guten, obwohl des Schlechten. Das ist das erste Mal verstehen, kapieren und vor allem erst mal mit dir selbst ins Rennen kommen musst, dass du das halt wirklich getan hast. Und dann kommt die ganze Erklärung und Fragerei dahinter. Was ist passiert? Warum ist das so gekommen? What's happened hier? Würde ich echt mal sagen. Und vor allem, warum hat Meißen nie was erwähnt? Vielleicht genau deswegen, weil er wusste, dass Alm gegen ihn kämpfen muss. Wenn er es gewusst hätte, hätte er es nie getan. Oh yeah. Schloss Rigel. Wie bereits erwähnt, Freunde, ich habe keinen Schimmer, was hier jetzt gerade alles abging und warum es so abgehen musste, ob es wirklich so war, wie es hätte kommen müssen. Wir hatten gar keine andere Wahl. Oder hätten wir vielleicht doch durch, keine Ahnung, irgendwas ganz verhindern können.
besser machen können, aber ich habe da echt so meine Zweifel. Doch mal einen Silberbogen nehmen, ist halt... Ja, ist also müssen wir besser, ist aber trotzdem Speed minus 4, ist halt schon viel. Ich habe ja nur Speed minus 2. 2 mehr Power. Oh, jetzt kommen wir bald schon zum Schloss und dann natürlich auch zu Duma und so. Und aber vielleicht doch eher ein Sakralbogen. Egal, Freunde, wir betreten das Schloss und das könnte jetzt episch werden. Oh, Home. Can I help you? I seem down? Yes, well, I suppose I have been ruminating a bit. It's just... what if Zeke's memory somehow comes back? What if he remembers he has another family or another lover? Of course, it would only be right if he returned to her in such a case. But I must be a selfish, awful person, because I don't want him to remember. What the gods must think of a sinful servant like me. Ja, wobei, ist Liebe nicht dazu einen gewissen Teil egoistisch? Welcome home, Prince Albine. Was? Wussten die das ganze Zeit oder wie? Long live His Excellency Rudolph II! Geil. Ich habe das Gefühl, dass Berkut das nicht so schön finden wird, dass sich jetzt quasi sein, sagen wir jetzt halt, sein König ist. Nee, eher weniger. Wieso sagt denn der nie was? Und vor allem, warum hat er diese ganze Scheiße abgezogen? Am Schluss sagt er einfach, du musst ihn aufhalten, mein Sohn, er ist böse. Ja, super, auf die Idee wäre nie gekommen, oder was? Welcome home, Prince Albine. I am Masena, captain of Emperor Rudolph's Imperial Guard. His Excellency told me everything before facing you in battle. Afterward, I gathered the remnants of his forces and awaited your arrival. He told you everything? Are you telling me he knew he was going to lose? That he expected to die by his own son's hand? I am afraid I cannot speak to His Excellency's intentions. I humbly ask that you visit the throne and listen to what Sir Mycen has to say. Mycen is here? Oh, der hat uns aber einiges zu erzählen. Leck mich am Arsch. I was present when Emperor Rudolph marched on the Temple of Milla. I know the blade he used to seal her power away, the Divine Falchion, had long been housed in the treasure vaults beneath Duma Tower. Though I fear I do not know what became of it after. Warum ist das Falken überhaupt hier? Hat doch gar nichts mit denen hier zu tun, oder? Warte mal, wenn ich richtig erinnere, war das Falken wohl doch aus den Zähnen eines Drachen geschmiedet. Warte mal, wie hieß er schon wieder? Naga war es, glaube ich. Ne, warte mal. Das war ja, verdammt. Jedenfalls die wir ja aus, halt demzufolge Fire Emblem 1 oder halt Shadow Dragons, das Remake, und auch aus Awakening kennen. Wurde eigentlich so geschmiedet im Kampf gegen, ja, gegen Grima war generell, aber Grima ist hier, das war ja Awakening, ist gar nicht hier. Wenn überhaupt, wäre es bei Shadow Dragons gewesen, aber sicher nicht hierbei. Nee, das ist Quatsch. Toll, zum jetzigen Zauberring und Stahlschwert, wollt ihr mich verarschen? Ja, ist klar, ist natürlich ein Stahlbogen. Wie können es anders sein? Ich kriege echt noch die ganzen billigen Waffen. Okay, Opa, du hast uns einiges zu erklären. Jo, da ist auch schon. Das Wappen auf meiner Hand, also auf Alms Hand. Krass. Ob Alm wirklich künftig halt hier Regal anführen will. Ich habe so meine Zweifel. So, Mycen, was ist los hier? So you've come home. Grandfather, what the hell is going on? What are you doing here? Rudolph said I was his son. And now all these people are calling me a prince. It's only natural that you're feeling confused. But there is no denying fact. You are the only son of Emperor Rudolph, scion of the Regalian Imperial bloodline, and true heir to Regel's throne. How could you? You knew all this time. And yet you kept it from me. You knew. And you still sent me off to kill my own father! Please remain calm, Olm. Let me explain. Best I start at the very beginning. As you well know,
Valentia has always been divided north from south, split between the two gods, Milla and Duma. But their involvement with mankind eventually grew too deep. When madness takes a god, man is lost. And where gods meet ruin, men die too. That is the plight Valentia now faces. You're saying the gods are dying? I fear so. Rudolph was among the first to understand the signs. He saw Duma's growing madness and knew it for a harbinger of ruin. But then you were born, Holm. What does that have to do with any of this? You bore the brand, sign of the hero who would rise to save Valentia. Hearing that prophecy, Rudolph knew you must be kept hidden from the faithful. He concealed the news of your birth and entrusted you to me and Sophia. I will never forget the pain on his face when he placed you in my arms. That day marked a change in him. He donned the mantle of one who would destroy the old world order. One who'd free men to live by their own power, even if they hated him for it. He knew such heresy would bring forth those who wished for his death. So for that death to come at the hand of his beloved son was a mercy. He told me himself that he could imagine no more peaceful end. And what of my peace? This is not the time for mourning or self-pity, boy. Rudolph's purpose now falls to you. The true foe you must defeat is Duma, as well as the zealots tainted by his madness, who seek control of Valentia. Jeddah and his Duma faithful. If you do not hurry, Celica's life will also be in peril. Oh gods! Celica! She set out in search of Duma in order to save Milla. A passage beneath this castle leads to the Temple of Duma. Go, Holm. Go and finish this. Return the mad god Duma to the darkness from whence he came. His whole story was a lie. Alm's youth, his days of training with Meissen, all were but calculations in a far-reaching plot by his Lord Father, Emperor Rudolph. Alm had taken his father's life, and that sadness would stay with him always. But destiny would not permit this son of the brand to simply walk away. Valentia lay yet in the grip of Duma, the wicked god, the war father, as well as Alm's dear Celica, who would become Duma's willing servant. Wie bitter ist das denn, bitteschön? Ich meine, ich verstehe zum Teil da meistens und Rudolfs Beweggründe, zum Teil. Ich meine, es ist auch klar, wieso Rudolf überhaupt Sophie angegriffen hat, also übernehmen wollte, weil er natürlich allen provozieren wollte. Er sollte dann im Prinzip sein Schicksal annehmen und nach Norden ziehen, aber ganz ehrlich, ich meine, warum hat Rudolf, ich meine, er ist Kaiser Rudolf, von ganz Rigel. Und auch wenn Dumas Anhänger mit Jeddah und so vielleicht ein bisschen mächtig sind, klar, gar kein Problem, wir sind zumindest nur eine kleine Gruppe gewesen. Warum hat er nicht einfach gesagt, okay, wir schlachten alle ab? Nö, er ging lieber das Risiko ein, jo, dann spiele ich halt da irgendwie, ja, tu halt so, als würde ich da auch für Duma kämpfen, so wegen Hochlebe Duma, oder? Und in Wahrheit soll allen mich töten und Duma dann auch und so. Ist der Plan, also ganz ehrlich. Vielleicht aus Sicht von Rudolf und Meissen ein sicherer Plan, weil niemand auf der Welt wird dahinter kommen. Das ist so weit verstrickt und so weit weg von einem gesunden Menschenverständnis. Da kann doch kein Mensch drauf. Aber eben, wie es Alm schon gesagt, was ist mit seinem eigenen Seelenfrieden? Was ich auch interessant fand, wir haben die Szene gar nicht gesehen, da die wir aus dem Intro und aus Celicas Erinnerung aus ihrem Traum kennen, wo ja Alm gegen Rudolf gekämpft hat. Da wird die Szene nachgestellt werden, aber okay. Das heißt,